Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag zum Jahresanfang 2025 von Samuel im Fall von der Magic Church. Prüft alles und behaltet das Gute. Das ist im deutschsprachigen Raum das Motto, das als biblischer Leitsatz über dem neuen Jahr steht. Die sogenannte Jahreslosung. Prüft alles und behaltet das Gute. Das tönt auf den ersten Blick lapidar. Also natürlich will ich doch nur das Gute. Also lohne ich alles andere weg. Das Wort von Paulus an die damalige christliche Gemeinde im griechischen Thessaloniki als einfach so billiges Postkartenspruchniveau. Nein, ganz und gar nicht. Weil man es nämlich nicht voreilig von hinten her lesen und verstehen, sondern von vorne anfangen und vor allem den Kontext beachten. In den vorhergehenden 2 Versen lesen wir nämlich: Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetische Rede nicht. Es geht also darum, wie man mit Geistlichem umgeht. Paulus ermutigt zu feurigem Glauben. Er macht Mut, mit Gottes unerwartetem, ja gar übernatürlichem Wirken zu rechnen. Aber er redet nicht einem kopflosen Lemming-Christentumswort. Nach seiner Ermutigung, dem Feuer vom Heiligen Geist umzugehen, lesen wir: prüfen. Das griechische Wort dokimazo bedeutet erproben, beurteilen, prüfen. Wenn etwas schliesslich dokimos ist, hat es eine Prüfung bestanden. Es ist bewährt. Im Wort steckt die Wurzel dokeo, was unter anderem denken heisst. Wir können darum vereinfacht sagen: ja, streck dich nach Gottes kräftigem, geheimnisvollen Wirken aus. Aber schalt den Kopf ein. Alles, was in der christlichen Gemeinde passiert, will geprüft sein. Und gerade wenn jemand in Anspruch nimmt, im Namen von Gott zu reden und zu handeln, muss es umso eingehender geprüft werden. Die Prüfung hat nichts mit Unglauben zu tun oder mit fehlender Demut der Leitung gegenüber. Ja, gerade weil es um Gott geht, also um die letzten Sachen, die entscheidenden Sachen im Leben und im Sterben, darum müssen wir ganz sicher sein. Es muss geprüft und erprobt und dann beurteilt werden, ob etwas wirklich Gottes Idee und Willen ist und nicht nur so tut, als ob. In Deutschland gibt es den TÜV, der ist auch bei uns in der Schweiz ein Begriff. Die technischen Prüforganisationen, die Sicherheitskontrollen durchführen. Wir brauchen auch in geistlichen Belangen TÜV. Die Religion ist wirkmächtig. Und wenn wir nicht prüfen, dann kann es gefährlich werden. Oder zumindest ungeniessbar. Nicht mehr lebensfördernd, sondern destruktiv. Auch christlicher Glaube hat das Potenzial zu vergiften. Es können viel zu viele Menschen ein Lied davon singen. Gerade auch in der Metal-Szene. Die Jahreslosung 2025 macht uns Mut, im neuen Jahr ganz neu den Kopf einzuschalten und gemeinsam zu prüfen. Unsere Glaubenssätze, unsere Glaubenserfahrungen, unsere Glaubenstaten. Wir sind eingeladen, Glaubenssätze, Glaubenserfahrungen, Glaubenstaten gemeinsam im Leben auf den Prüfstand zu stellen, im Alltag auf Tragfähigkeit zu erproben, sie in einer Belastungsprobe einem Stresstest auszusetzen. Und was der gemeinsame Test besteht und als gut befunden wird, an dem sollen wir mit tiefem Vertrauen festheben. Das lassen wir uns dann nicht mehr nehmen. Alle Unkenrufe zum Trotz. Das Jahr 2025 wird ein Jahr vom geistlichen TÜV. Damit wir als Kinder Gottes Willen tun, nicht unseren eigenen. Zum Wohl von allen.